Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World, der letzte Windmönch, auf Schweizerdeutsch. Okay, wir sind hier in Asposia Central und wir haben letztes Mal erfahren, dass wir da ganz viele Sachen brauchen, für dass wir mit dieser Gondel weiterfahren können. Genau. Nach Alt-Aspen wollen wir nämlich gehen und wir brauchen ein Ticket, wir müssen schauen, dass genug Platz in der Gondel hat. Wir brauchen Gepäck für einen Hack, also einen passenden Käfig für einen Hack und sonst noch Stuff. Aber jetzt würde ich zuerst mal sagen, gehen wir noch mit den restlichen Leuten reden. Ah genau, wir brauchen noch den Ausweis vom Conroyalist. Okay, Reisende sprechen. Halt! Nasenkontrolle! Okay. Oh je. Mit dem können wir nicht reden. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Okay. Super Nonsens-Gespräch gsi mit der Wache. Okay. Gehen wir mal runter und reden. Zuerst mal mit dem Conroyalist. Hallo, ich bin Robert. Foggo. Was Foggo. ist ein Foggo? Foggo ist ein Trötenjäger. Er jagt Oh. Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Oh Gott. Jetzt fängt das wieder an mit der Stimme vom Conroy. Jesus, okay. Flötennasen. Warum jagst du denn Flötennasen? Foggo hat nichts gegen Flötennasen. Foggo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt seine Eminenz Conroy auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist widernatürlich. Foggo hasst Pfeifen. Okay. Warum hast du denn Pfeifen? Foggo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh no. Oh. Okay. Ja, wenn Foggo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Foggo aus. Okay. Foggo kann dann an nichts anderes mehr denken. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Ja, bleib mir weg mit dem Pfeifen. Okay. Nochmal Flötennasen. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich habe schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Okay. Die okay. überall hängen? Yep. Hast du schon mal eine gesehen? Ich Nö, bin nö. selber eine. No. Ha, ha, ha. Oh Gott. Robert, deine Ehrlichkeit kann dich da ein bisschen in Schwierigkeit bringen. Aber zum Glück hat er es als Witz aufgenommen. Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Foggos Meinung steht fest. Verwirr Foggo nicht mit Tatsachen. Okay. Du hasst sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Foggo findet, das reicht, um jemanden zu hassen. Okay. Wurzelburger. Störe ich gerade beim Essen? Ja, Wollingen. Was hast du denn da? Bedummt. Einen guten, alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Asposien groß gemacht. Okay. Darf ich mal probieren? Nein, das ist Foggos Burger. Und Foggos Burger allein. Foggo teilt nicht. Okay. Mieser Typ, dieser Foggo. Dein Nochmal? Wurzelburger sieht lecker aus. Sehr wahrscheinlich will er Ist Ketchup. er aber nicht. Foggo braucht Ketchup. Jawohl. Foggo hat aber keinen Ketchup. Vielleicht muss man ihn nur reparieren. Den Burger? Oh, Den Ketchup-Spender. Bei Conroy hätte es das nicht gegeben. oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Ah, shut up. Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Foggos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen. Warst Okay. du schon immer Flötennasenjäger?
Fogos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Fogo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Fogo ist gleich als einer der ersten den Conroyalisten beigetreten. Jetzt leitet Fogo da die Abteilung Badass. Was warst du denn vorher? Bibliothekar. Und wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Fogo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir, und mit dir reden würde, Dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster. Fogo merkt sowas. Fogo Offensichtlich ist ja kein nicht. Vollidiot. Offensichtlich Ja. doch. mach's gut, Fogo. Ja. Zisch ab, Junge. Genug Fogo, würde ich mal sagen. Reden wir doch da mal noch mit dem Dude hier. Ist das jetzt der Herr Klein oder so? Auf den Bildern hinten ist irgendwie so etwas. Hat er ja in der letzten Folge haben wir die Bilder noch angeschaut und er hat wie gemeint, vom Herr Klein sind das Bilder. Schauen wir mal, ob das der Herr Klein ist. Hallo, ich bin Robert. Euer Platz sieht aber gemütlich aus. Oh, hallo Robert. Ja, Ich bin Herr Klein. es ist ne. Du riechst gut. Dein Geruch erinnert mich an meinen Hund Charlbert. Das ist eine Mischung aus Angst und Wald. The fuck? Das erinnert mich an zu Hause. Komm doch etwas näher. Oh, Lass oh. mich ein wenig an dir riechen. What the fuck? Creep, Dude? Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, komm schon, Robert. Nur ein kleines Näschen. Oh, Ein bisschen Heimat für den guten alten Herr Klein. oh Gott. Was macht ihr hier eigentlich? Was ich hier... Oh, also, ich soll den Vogel hier nach Wollingen bringen. Aber meine Bahn hat Verspätung. Seit 3 Jahren. Oh, Jesus. Ich habe die Bahn aus Wollingen repariert. Also notdürftig. Oh, Mist. Dann muss ich ja weiterreisen. Ich hasse meinen Job. Ich will einfach nur nach Hause. Okay. Ihr seid bestimmt viel rumgekommen. Das mag stimmen, aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Also, wenn ich mich recht entsinne. Ich war schon so lange nicht mehr dort. Ich erinnere mich nur noch vage an Gerüche. Da war der Zitronenbaum im Kräutergarten meiner Frau und meine Kinder. Kinder riechen immer nach Süßigkeiten. Okay. Mein Sohn hat Karamellzuckerwatte geliebt. Und der Duft meines Traums. Was ist euer Traum? Ich wollte immer Holzfäller werden. Der süße Holzduft. Okay. Das hört sich aber toll an. Reden wir nicht mehr drüber. Das macht mich so traurig. Okay, da haben wir irgendwie eine traurige Seele gefunden. He? Und das wegen dem Zitronen. Ich glaube, da haben wir ihm schon eine Spritze mit dem Zitronenaroma. Was er mit der genau macht, das Es werden wir tut mir dann leid, herausfinden. dass euch eure Familie fehlt. Ja, am schlimmsten ist es, wenn irgendwo ein Geruch herkommt, der mich an sie erinnert. Die Zitronenbäume meiner Frau, ihr Kräutergarten, die Karamellzuckerwatte meines Sohnes, der süße Geruch von Holz. Okay. Das sind alles Gerüche, die wir ihm wahrscheinlich müssen irgendwie dann geben. Das ist also Haribert? Ja, so habe ich ihn zumindest genannt. Er gehört mir nicht. Ich sollte ihn nur von Würzburg nach Wollingen bringen. Aber die Bahn nach Wollingen war kaputt. Seit 3 Jahren. Ziemlich schweigsam, nicht wahr? Er würde sicherlich gerne singen. Aber seine Gefangenschaft macht ihn traurig. Ah. Das spüre ich, weil es mir genauso geht. Oh Kann ich noch mal an dir riechen? Gott. No, Sir. Okay. Wahrscheinlich müssen wir den Vogel irgendwie befreien.
Und dann wird dann pfeifen und das wird dann der Fogo recht aus dem Konzept bringen. Euer Vogel sieht nicht besonders glücklich aus. Ja, er ist ein sehr komplizierter Charakter. Sehr sensibel. Und es hilft nicht, dass er da eingesperrt ist. Ich soll ihn zu einem reichen Wollmagnaten in Wollingen bringen. Da kommt er wahrscheinlich in einen neuen Käfig. Und ich muss was Neues ausliefern. Okay, Und immer so weiter. nehmen wir den Bote. Und immer ist sein so Job. fort. Ja, das ist ein Bote. Also kündigen, zu Hause, Versandkäfig. Kündigen. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Okay. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Okay, zu Es Hause. muss so schwer sein, nicht nach Hause zu dürfen. Aber ja doch, ich wette, meine Frau hat schon einen anderen. Oh. Oh, aber ich liebe sie doch so. Aber nicht doch. Eure Frau vermisst euch sicherlich ganz furchtbar. Und meine Kinder. So sad. Meine Kinder. Sie erkennen bestimmt ihren Vater nicht mehr. Ach herrje, es tut mir so leid. Ich wollte euch wirklich nicht zum Weinen bringen. Kann ich denn irgendetwas für euch tun? Kann ich noch mal an dir riechen? Nein. No. Okay. Oder gutes Voice Acting, muss ich hier sagen. Wo ist denn euer Zuhause? Zu Hause ist da, wo das Herz ist. Okay. Mein Herz ist in Unternickwitz. Bei meiner Frau und meinen Kindern und meinem Traum, Holzfäller zu werden. Aber ich will nicht drüber reden. Okay. Versandkäfig. Ich nehme an, ihr braucht den Versandkäfig noch? Der genormte Versandkäfig VBA 1? Ja, leider. Na toll. Und ich brauche natürlich auch einen. Weißt du was? Wenn ich meinen Job an den Nagel hänge, gehört er dir. Dann ist der Vogel frei, ich bin frei. Und du hast einen Käfig. Das wäre zauberhaft. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Okay, wir müssen dieser traurigen See umher klein helfen, den Job zu kündigen. Mach's gut. Richtig später. Richtig später, okay. Und das schaffen wir wahrscheinlich irgendwie indem, dass wir eben zum Beispiel... Wir haben ja hier schon Heilkräuter, mit denen weiss ich nicht genau, was wir so machen. Vielleicht ist das doch wieder der Geruch nach dem Wald, maybe. Volle Spritze. Okay, dort haben wir ja das zitronenduftende Putzmittel von Pfützen dort unten neben dem WC aufgesucht in der letzten Folge. Ich glaube, es war in der letzten Folge. Oder es war schon in dieser Folge. Ich glaube, es war noch in der letzten. Und ich habe das Gefühl, da bei dieser Lüftung geht es näher durch das Rohr da und kommt näher hier zum Lüftungsrohr raus. Also können wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwie können die Spritzen kombinieren mit dem. Nein, das ist meins. This won't work. Schauen wir doch mal, ob wir uns einfach mal so Geld spritzen können, aber irgendetwas mit dem kann anfangen. Das erinnert mich an zu Hause. Okay. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Dinge, okay, okay. Das ist nicht so, wie es soll funktionieren. Und gehen wir halt mal zum Ticketomat, aber der scheint ja kaputt zu sein. Hallo? Ich, What? hätte gerne ein Ticket nach Altaspen. Fehlercode Pistazie 404. Oh, er scheint kaputt zu sein. Ach, Error Mist. 404. Kann nicht einfach mal was klappen? Robert? Ah, Jetzt höre ich schon Lauras Stimme. Und Okay. nicht mehr nur Conroys. Robert! Flötennase! nicht zu laut, Laura. Laura, bist du das? Oh nein, nicht die.
Haha, Conroy. Wer zur Hölle sollte ich sonst sein, du Depp? Oh, du bist es. Schön. Flötennase, du hast mir so gefehlt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ach, sie ist es doch nicht. Natürlich bin ich das. Wo sie froh ist. Laura, So gut. wo steckst du? Ich bin als Gepäck gereist und jetzt hänge ich hier im Lager fest. Okay. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Flötennase. Ich habe so gehofft, dass ich dich hier finde. So cute. Woher hast du gewusst, wo ich bin? Ich habe Libretta im Gefängnis getroffen. Geht es ihr gut? Ja, noch. Wir müssen uns beeilen und Emil aufhalten, bevor er alle Flötennasen in den Windbrunnen stößt. Also, wie lautet dein Plan? Oh. Wir müssen nach Alt-Aspen. Da erkläre ich dir dann alles Weitere. Ich versuche gerade ein Ticket zu besorgen, aber der Automat ist kaputt. Von hier aus kann ich den Automaten bestimmt reparieren. Cool. Toll! Aber wie kommst du dann mit? Ich werde nicht ohne dich fahren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir treffen uns einfach in Alt-Aspen, dann erzählst du mir von deinem Plan. Und dann retten wir wieder die Welt, wie früher. Ja, dann kann ich dich endlich in den Arm nehmen. Oh. Einverstanden. Und ich werde dir erstmal einen dicken, fetten Kuss geben. Ich brauche dieses Seilbahnticket. So gut, okay. Oh? Was jetzt? Spielen wir jetzt als Laura? Kann das sein? Dass wir irgendwie den Automat reparieren oder so? Okay. Ja, also wir spielen als Laura. Und wir sind eigentlich da in diesem Bereich, glaube ich, fest. Also, tun wir mal alles anschauen. Da werden neue Pakete angeliefert. Okay, Knopf. Das aktiviert den Greifarm für die Pakete. Alles mit Versandaufkleber wird abtransportiert. Okay, das wird wahrscheinlich müssen wir dann noch hin und her Sachen machen, transportieren oder so. Damit kann ich neue Pakete anfordern. Okay, gib mal ein paar Pakete. Oh, 3D-Effekt. Sick. Bling! Oh. Okay. Mäh. Okay, wir müssen uns irgendwie in ein Paket reinzüchsen. Das uns dann den Arm nimmt. Okay. Paketausgabe. Wieso schaue ich mir das an? I don't know. Serviceklappe. Vielleicht kann ich hier den Ticketautomaten reparieren. Aha. Aber zuerst müssen wir den auch irgendwie aufbringen. Okay. Was haben wir denn hier? Pfeil hoch, Pfeil runter wahrscheinlich. Was macht es? Ah, von hier gehen er wahrscheinlich die Düfte. Ja, das wird wahrscheinlich Lüftungsschacht. Das wird Düft. Dann irgendwie Der führt bestimmt in transportieren. die Haupthalle. Zu Robert. Okay. Da passe ich nicht durch. Sato. Robert? Er hört mich nicht. Okay, wir werden weiterhin als Laura hier sein. Was haben wir da? Bohrtiere. Oh, Bohrtiere. Ich hatte eins, als ich klein war. Die Viecher lieben Sägespäne. Ah, das wird dann das Holz, der Holzgeruch Streicheln sein. ist keine so gute Idee. Okay, dann haben wir hier eine Heizung. Wieso schaue ich mir das an? Keine Ahnung. Kannst du irgendetwas mit dem machen, Laura? Fühlt sich ziemlich warm an. Aha. Dann haben wir hier eine Schüssel. Die können wir sicher mitnehmen. Jawohl. Ein roter Stecker. Können wir den? Okay, jetzt haben wir das mitgenommen. Lol. Versteck. Wer auch immer hier war, das Versteck ist jetzt verlassen. Okay, können wir mit dem Versteck Nein, ich irgendetwas habe mich lange anfangen? genug versteckt. Richtig so, Laura. Dort haben wir noch eine kleine Wollmaus. Wie ist denn die Wollmaus hier hingekommen? Können wir die mitnehmen? Wir können sie mitnehmen. Wieso Siegespäne. schaue ich mir das an? Duft von Holz.
Wunderbar, jetzt haben wir Sägespäne. Ich habe erstmal genug Sägespäne. No, brauchen wir auch nicht, okay. Können wir die Sägespäne mal diesen Bohrtierchen geben? Ich sehe nicht, was passiert. Ja, das schmeckt, nicht wahr? Ah, okay, wir haben es echt gefüttert. Okay, spannend, aber ich bin hilflos. Tun wir mal das Gefäß. Zum Knabbern taugen die Sägespäne nun wirklich nicht. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, voll. Dabei habe ich noch gar nicht Diese richtig Stecker angefangen. passen in Okay. das Schaltbrett. Ansonsten sind sie zu rein gar nichts zu gebrauchen. Okay, jetzt das Schaubrett. Und das Schaubrett ist ja dort oben. Kann ich das aufmachen? Ah, okay. Wir kommen dieser Sache näher. Und bis jetzt noch ohne Rätselhilfe in dieser Folge. Es könnte vielleicht... Nein, ich sage es gescheiter noch nicht zu früh, aber vielleicht gibt es... Oh Gott, wieder mal eine Folge ohne Rätselhilfe, aber da hat so viele Knöpfe und Stuff und Sachen. 2 rote Stecker. Interessant. Mhm. Okay. Notfalltelefon. Da haben wir ganz viel Steckplatz und da haben wir noch Stecker. Die haben wir jetzt alle. Nämlich rote, blaue, weiße, gelbe und braune Stecker. Jetzt müssen wir die nur noch da richtig einstecken, aber I don't know how. Vielleicht kann mir die Service-Hotline weiterhelfen. Okay, let's try. Ja, hallo? Ich stehe hier gerade vor dem Steckfeld vom Ticketautomaten. Irgendwer hat hier alles kaputt gemacht und ich bräuchte Hilfe. Also, ich habe hier, bunte Stecker. Wenn Sie mir schnell verraten, was wohin gehört, sind Sie mich gleich los. Hallo. Danke, dass Sie die Technik-Hotline angerufen haben. Oh Gott. Leider befinden sich die Kollegen der technischen Unterstützung Gott. gerade im Urlaub. Mein Name ist Mysteriosa, das Medium. Oh, Wie kann ich Jesus. Ihnen helfen? Medium? Ich brauche technische Unterstützung. Ich spüre deine große Unruhe in dir. Oh no. Willst du darüber reden? Ah. Nein, ehrlich gesagt würde ich einfach gerne über diesen dummen Steckplan reden. Oh, und jetzt spüre ich Oh, Wut. come on, stop. Ja, ich spüre auch Wut. Oh, Moment. Ich bekomme da gerade eine Nachricht durch meine magischen Papierschnipsel. Was? Willst du die Verbindungen wieder im ewigen Kreis der Energie einbinden? Ich will ein verdammtes Steckfeld reparieren. Sozusagen, ja. So musst du zuerst deine Seele mit den Elementen in Einklang bringen. Fluss, Erde, Licht, Wind und eine geheimnisvolle letzte Verbindung. Liebe. Das darf doch alles nicht wahr sein. Okay. Fluss, Erde, Licht, Wind und Liebe. Okay. Fluss wird wahrscheinlich das Braune. Fluss wird das Blaue sein. Erde wird das Braune sein. Licht wird das Gelbe sein. Wind wird das Weiße sein. Und Liebe wird das Rote sein. Okay, Fluss. Was denn für ein Fluss? Der Fluss deiner Seele natürlich. Natürlich. Ich sehe deine Seele. Dein Lebensfluss entspringt energetisch aus den unendlichen Weiten und mündet leise gurgelnd in der humanen Spalte. Was für eine Spalte? Die humane Boah, Spalte. wo ist dieser Fluss? Ich habe nicht übel Lust, mich zu ertränken. Okay, aber Okay, also der Fluss entspringt aus den Unendlich-Zeichen? unendlichen Weiten und fließt wär in die humane Spalte. oberste links und dann Genau so ist es. 2 runter wäre wie ein Spalt dort. Probieren. Ja, lassen wir zuerst mal. Okay, wäre Unendlich-Zeichen und der Spalt. Eine humane Spalte. Okay, dann Erde. Okay, also Erde. Ich gehe mal davon aus, dass du hier einen ominösen Satz... Ich sehe deine Vergangenheit. Vergangenheit. Und los geht's.
Geerdet im Boden der Tatsachen suchst du die Verbindung zu deinen Wurzeln, doch du kannst nicht zurück. Was soll das heißen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du ganz allein rausfinden. Aber darum habe ich doch beim Technik-Support angerufen. Erde. Okay, nochmal. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Wurzeln. Nie mehr. Wurzeln und nicht zurück. Das Wurzeln könnte vielleicht das oben rechts sein und das nicht zurückgehen könnte in der zweitobersten Reihe, das in der Mitte sein. Maybe. I don't know, okay, Licht. Okay. Also Licht. Ich sehe ein helles Licht. Hoffnung, die leuchtet wie ein Phosphos. Das aufgeht am Rande des Zylinderwaldes, ein kurzes Stück nach Südwesten, um sich dort zu verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh. Ja, die geheimnisvollen Botschaften aus der Zwischenwelt. Nein, du machst überhaupt keinen Sinn. Ich bin ein Medium. Ich habe diese Gabe nicht erwählt. Okay, da ist Diese mir ein bisschen Gabe hat hoch. mich erwählt. Also das Foss Gabe. kommt. Ja, klar. Okay. Wenn du hell sehen kannst, wie ist mein Name? Laura. Creepy Oh. Stuff. Okay. So gut. Also das Licht könnte, das Phosphos könnte das unten rechts sein. Sonst beim Zylinder weiss ich jetzt gar nicht, welches das wird sein. Gehen wir mal. Lassen wir es nochmal. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge. Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Südwesten sehe ich aber nie besitzen. Also Zylinderberge könnte in dem Fall einfach das rechts in der zweiten Reihe sein. Okay, tun wir mal Wind. Und was ist mit Wind? Ich sehe deinen Willen. Den sieht man von Ober- bis Unterasposien. Die sanfte Brise im Nordosten hat seinen Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Alles klar, einfach ruhig bleiben. Was könnte das heißen? Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur weitergeben, was meine Papierschnipsel mir mitteilen. Oh Gott. Papierschnipsel? Genau. Ich habe die Gebrauchsanleitung zerschnippelt und jetzt kann ich damit wunderbar die Zukunft voraussagen. No. Die sanfte Brise Okay. im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Was will uns die Bekloppte damit sagen? Sanfte Brise im Hass Nordosten. nicht das Medium, hass die Schnipsel. Oh Gott. Ich hasse euch beide. Okay, lassen wir noch, was das Medium uns über Liebe Alles zu sagen klar. hat. Du hast mir sicher auch was Sinnloses zum Thema Liebe zu sagen. Ich sehe deine Liebe. Ich sehe... Eine positive Einstellung sollte sich für dich bezahlt machen. Okay, das Positive kann Ich das habe Plus aber nur sein. eine negative Einstellung. Also eine positive Einstellung macht sich bezahlt. So ist es. Bezahlt Das könnte ist jetzt das aber auch erste das Mal, dass du Sinn machst. unrechts sein, wo das ist so wie ein Zeichen. Also fast ein bisschen wie ein Dollarzeichen, wie Geld drin, aber das Geld könnte auch vielleicht das zweite... Also nein, das ganz links in der zweiten Reihe sein. Ich weiss nicht, okay, gehen wir nochmal zum Fluss. Okay, also der Fluss entspringt aus den unendlichen Weiten und fließt in Unendlich? die humane Spalte. Und die humane Spalte. Genau so ist es. Okay. Ich lege jetzt auf. Bis später. Oh, ich werde ganz bestimmt nicht nochmal anrufen. Doch, ich denke schon. Ja, da hat sie leider recht, wir werden nochmal anrufen. So, und eigentlich wäre die Folge schon gleich fertig, aber ich würde sagen, wir machen jetzt das noch. Also wir haben den Fluss hier, der geht hier rein und in die humane Spalte. Wäre wahrscheinlich das da hier. Maybe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, okay. Nachher
Brauchen wir schon wieder das da hier? Hallo, ich bin's nochmal. Ich weiß. Oh Gott. Okay. Dann brauchen wir die Erde. Erde. Ich kann also nicht zurück zu meinen Wurzeln. Nie mehr. Nie mehr. Okay, zurück. Aber welches könnten die Wurzeln sein, Leute? Die Wurzeln könnten das zweite, das ganz links, was ich vorher auch gemeint habe, dass das Geld ist. Links in der zweiten Reihe, wo es geht so wie in den Boden und hat dann wie so Striche, horizontale, die wie Wurzeln könnten darstellen. Und ich kann nicht zurückgehen, wenn ich das nebendran. Okay, probieren wir das nachher so. Mal sehen. Licht hieß, Zylinderberge verlieren sich ein Stück nach Südwesten? Naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Was soll denn daran einfach sein? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zylinderberge verlieren sich ein Stückchen nach Südwesten. Okay, let's try. Ich spüre. Tschüss. Ich muss jetzt, tut mir leid, ich muss jetzt sofort aufhängen. Und zwar wäre das in dem Fall, also das Licht wäre das Gelbe. Well, fuck. Okay. Need to go back. Die Erde ist... Okay, I see. spüre, dass Braun Tschüss. und gelb. Also, das Braune wäre die Wurzeln. Die nicht mehr zurückgehen. Mach das da hier. No way back. Mhm. Und dann die Zylinderberge wären die da hier. Das wäre das Licht gewesen. Und das geht ein bisschen nach Südwesten. Das wäre hier. Ein Stück nach Südwesten. Dann haben wir die Liebe, ist positiv, macht sich bezahlt. Wäre vielleicht das da hier? I don't know. Jetzt lassen wir uns noch. No. Jetzt lassen wir uns noch schnell den Wind noch einmal an. Ja, Die Da sanfte war Brise hier. im Nordosten hat ihren Lebenshauch bis weit in die Berge gepustet. Was? Hass. Ich hasse. Okay. Ich spüre. Tschüss. Die sanfte Brise im Nordosten bis in die Berge. Das wäre in dem Fall. Das da hier. Nordosten bis in die Berge wäre logischerweise das da hier. Please, please. Oh! Ho, ho, ho. Nice! Nice! Ja, Okay, nein, wir haben es ja. Wir haben es ja. Alles ich leuchtet auf. spüre. Tschüss. Das muss das sein. Das muss hoffentlich das sein. Please. Also, wenn es aufleuchtet, muss es doch das sein. Ja, bitte. Okay. Gut, wir gehen mal zum Lager zurück. Ich hoffe wirklich, dass es richtig ist. Also, sonst, also es leuchtet auf, Leute. Es muss richtig sein. Ja, was das der auch genau macht, das, ja, oben leuchtet es aus, sehr schön. Wir haben es also geschafft. Ja, was das der jetzt so macht, dass der Kasten hier wieder läuft, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, wo wir genau hier weitermachen, wo wir jetzt aufhören. Ja, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!